Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Sonst verpasse ich noch meinen Zug. Oh, jetzt schon? Oh, du hast den neuen Pulli ja schon angelegt. Der steht dir wirklich gut. Vielen Dank, Grossi. Es ist der allerschönste, den ich habe. Den lege ich jeden Tag an. Und ich putze mir jetzt dann gerade die Zähne mit dem da. Ich nehme an, die hast du so stammig auch geputzt. Aber mit dem Roboter geht es sicher viel besser. Hallo, lieber Stern, da bist du ja. Schau, mein neuer Pulli. Musst du mal den Frosch anschauen. So kannst du ihn auch sehen. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, Stern. Oh nein, Hilfe, das ist ja ein Babypulli. Das sieht der Baby aus. Gehst du heute vielleicht in die Maikäfergruppe, Laura? Zu den ganz Kleinen? Quack, quack. Laura, kommst du? Achtung, jetzt kommt sie. Ich bin nicht selber mitgenommen. Dass die Frosch auch etwas zu essen hat. Ist ganz sicher gut für Frosch. Probier mal. Blöder Fabian Pavian. Also wirklich, Fabian. Müsst ihr dann schon streiten am Morgen? Das bin ich nicht. Bist du doch? Beide da. Ich hol dir einen neuen Teller. So, da. Jetzt kannst du in Ruhe essen, Laura. Du, Laura, ich kann mit dem auch Zeit messen. So, jetzt habe ich es schon 3-mal umgedreht. Also, du hast schon 3 Minuten kein Wort gesagt. Ja und? Müssen dann alle so viel plappern wie du? Oje, oje. Die hebt aber an deine schlechte Laune, Laura. Ich glaube, da hilft nur ein gutes Mittagessen. Rat mal, was es geht. Keine Ahnung. Denk dein Lieblingsgericht. Jetzt rate mal, Laura. Du hast, ganz genau 1 Minute Zeit. Es ist auch mein Lieblingsessen. Du weißt doch bei dem, wo ich immer meinen Pulli versaue. Die Pulli? Ja, du weißt doch, es hat etwas mit Konfitüre zu tun. Ah ja, jetzt weiss ich's. Omelette mit Konfitüre. Ja, genau, gehen wir. Das ist es doch. Das ist die Idee. Oh ja. Viel Konfitüre, Papi. Ganz, ganz viel. Bitte sehr. Oh, pass auf, Laura, dein Pulli. Oh je, schon passiert. Das ist wirklich richtig Speck. Ah ja, das ist nicht so schlimm. Ich muss sowieso noch eine Wäsche machen. Morgen kannst du ihn wieder anlegen. Die lachen mich aus. Der Thomas, der Paul, der Fabian Pavian und alle anderen auch. Ja, ganz genau. Wegen dem Frosch. Es sagen alle, es sei ein Babypulli. Und beim Zmorgen haben sie mir... Hä? Was? Ah, das meinst du? Nein, lieber Stern. Eine Mami und ein Papi will ich das lieber nicht erzählen. Die würden doch sicher sagen, dass ich auf solche dumme Sprüche gar nicht hören soll. Das sagen sie jedes Mal ganz genau gleich. Jetzt machen dann die Buben erst recht dumme Sprüche. Weisst du was? Ich lege ihn nie mehr an. Nie mehr. So, das ist gut. Es sieht ihn niemand. Ausser dir natürlich, lieber Stern. Aber du bist mein bester Freund. Du verratest mich nicht. Also dann, gute Nacht. Guten Morgen. Hallihallo. Guten Morgen, Papi. Ja, sag mal, was ist denn mit dir los? Leistest du die neue Froschpulli nicht an? Was? Den meinst du? Ich habe ihn gestern Abend in dein Zimmer gelegt. Frisch gewaschen. Weil du doch gestern so versäulet hast mit Konfitüre. Nein, noch nicht gefunden. Ja, sag mal, das kann doch nicht sein.
Wer sagt's denn? Da muss jemand noch lernen, seine Sachen ein bisschen ordentlicher anzutun. Findest du nicht auch? Ich gehe anfangen raus und warte unten auf dich. Jetzt muss ich aber ein gutes Versteck finden. Wow, das ist es. Da findet dich niemand. Guten Morgen, Frau Bauer. Oh, guten Tag, liebe Laura. So, Fifi, willst du die Steckchen holen? Das könnte 5 Stunden lang machen. Fifi, was suchst du denn dort? Was soll das, Laura? Also, das ist doch dein Pulli. Bleib stehen, Fifi! Ja, Gib ihn her! Fifi! Gib ihn her! Danke, Papi. Oh, guten Morgen. So ein Missgeschick. Es tut mir furchtbar leid. Der Fifi ist immer so wild. Schönen guten Morgen, Frau Bauer. Ja, also das mit dem Pulli ist schon langsam komisch. Immer ist etwas mit dem. Mal ist er fort, mal dreckig. Und jetzt spielt der Hund mit dem. Das ist aber ein wunderschöner Pulli. Ist das jetzt die neueste Mode? Also dann muss ich meinem Enkelkind auch so einen kaufen. Ein Glück, dass der Papi den Pulli gerettet hat. Findest du nicht auch, Laura? Der Fifi hat ihn sicher in 1000 Stück gerissen. Oh nein, oh nein. Jetzt muss ich ihn aber viel besser verstecken. Viel, viel besser. Hoi Laura, hast du schon Hunger? Heute koche ich. Ich will so ein neues Rezept ausprobieren. So. Jetzt hoffe ich nur, dass wir noch tiefgekühlten Basilikum haben. Nein! Doch, Laura, da muss unbedingt Basilikum rein. Ja, sag mal, was hat denn der da rein verloren? Der Pulli, ja weisst du, der muss ein bisschen kühl haben, Mami. Er soll ein bisschen kälter werden. Ja, viel zu heiß in dem. So gern hast du im Pulli, dass du ihn die ganze Zeit möchtest anhaben. Das ist ja toll. Das verstehe ich. Mit 15 hatte ich einmal so einen Pulli. Der hätte ich am liebsten Tag und Nacht angehabt. Einer, wo er schon ganz alt und von der Motte verfressen war. Motte? Mami, wo gibt's denn eigentlich die Motte? Ja, bei uns nicht. Gott sei Dank nicht. Hallo Stern, da bist du ja wieder. Hast du das mitbekommen, was die Mami über die Motte erzählt hat? Das wäre doch super cool, oder nicht? Ich meine, wenn... Klamotte, da gibt's die beste Klamotte. Es verstasse. Jetzt hast du ganz genau 5 Minuten lang geträumt. Weisst du was? Ich wette mit dir, dass du in 10 Minuten keinen Legoturm bauen kannst. Ich meine, bei dir im Zimmer. 10 Minuten. Kannst du auf 10 zählen? Klar kann ich's. Schade, dass du das nicht gesehen hast, lieber Stern. Wie der Frosch mit der Motte gekämpft hat, sackstark. Eigentlich hatte ich ja von Anfang an gerne. Ich wollte ihn nur nicht mehr, weil die doofen Buben so blöd ausgelacht haben. Das weisst du doch. Ah, das meinst du? Ja, genau. Der Frau Bauer hat der Pulli auch gefallen. Das stimmt. Sie will genau den gleichen ihrem Grosskind kaufen. Ha, ja, genau. Ja, die Idee. Brumm, brumm, brumm.
Schau mal, wer da kommt. Quack! Ihr wisst es, denke ich, sicher noch nicht, oder? Was denn? Ja, dass das dort die allerneueste Mode ist. Da bei uns und überall auf der ganzen grossen, weiten Welt. Ja, das habe ich auch gehört. Frisch sind die neueste Mode. Meine Schwester hat nämlich auch so einen. Ich will unbedingt auch so einen lässigen Pulli haben. Klar sind die modern, aber von dem habt ihr ja gar keine Ahnung.